Ja, liebe Gemeinde, ich möchte mich auch ganz kurz vorstellen. Ich heiße Bernhard Bergstreiser. Ich komme aus der Gemeinde Fulda. Mehrere bin ich schon genannt. Es ist mir wirklich eine große Freude, dabei zu sein heute. Wenn man so sagt, wir hören heute nicht einmal, vielmal, wenn man sagt, gesagt wird so, heute gibt es keine Wunder. Wunder gab es damals in der Bibel. Heute gibt es nicht. Aber ich würde mal so sagen, selbst die Entstehung dieser Gemeinden und überhaupt, dass heute in dieser Welt noch Gemeinden da sind und noch Gemeinden entstehen, die zur Grundlage das Wort Gottes nehmen und sagen, wir wollen diesem Wort Gottes folgen. Jeder Buchstabe, und wie ein Bruder gesagt hat, auch jeder Komma und Punkt in der Bibel ist das Wort Gottes. Und das ist gut, wenn wir auf diesen Grund uns hingestellt haben und wollen auf diesem Grund stehen und weitergehen. Das ist ein Wunder in heutiger Zeit. Und Gott hat so weit euch geführt und ich freue mich auch mit. Wir haben heute Einsegnung. Wir wollen beten, dass Gott diese Gemeinde, dieses Haus segnet. Ich möchte ein kurzes Wort aus 1. Mose 28, Verse 16 und 17 uns vorlesen. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sagte er, gewiss, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sagte, wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nicht anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des
Himmels. Wer die Bibel liest, kennt die Vorgeschichte, wo Jakob ganz alleine auf der Wanderung war und schlief, ein Stein unter dem Kopf in der Wüste, und mit einmal eine Vision, er sieht die Leiter und die Engel, die auch hoch und runter kommen, und wirklich erfährt dort die Gegenwart Gottes. Und als er wach wurde, von seinem Schlaf aufwachte, sagte er, gewiss, der Herr ist an dieser Stelle, ich wusste es. Und wunderbar ist es. Und Jakob sagte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Warum konnte Jakob so behaupten? Meine Lieben, was machte diese Stelle jetzt, und diese Stätte, wo Wüste war, wo kein Haus stand, zu Gottes Haus? Er sieht Gottes Haus, die Gegenwart Gottes hat das gemacht. Meine Lieben, Gottes Haus ist noch dann ein Gottes Haus, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott da ist, wo wir Gott erfahren in unserem Herzen, in unseren Gebeten, wo wir wirklich merken, spüren, dass Gott da ist. Die Gegenwart Gottes wird auch diese Stätte zu Gottes Haus machen, wenn unsere Herzen ihm geweiht sind und er bei uns ist. Und Jesaja 56, ich möchte den 7. Vers nur zum Schluss, den Schluss von diesem Vers vorlesen. Denn mein Haus wird ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Das hat Gott gesagt, das prophezeit Jesaja. Mein Haus ist ein Bethaus für alle Völker. Bei Gott gibt es keinen Unterschied, wer du bist. Jeder darf ein Kind Gottes werden und ihm anbeten. Wie wunderbar ist das? Dass die Gemeinde Gottes besteht als alle Völker auf dieser Erde. Alle, die ihn lieben, die ihm nachfolgen, die sind Gottes Kinder. Und das Haus Gottes besteht wird genannt ein Bethaus aus allen Völkern. Das war so vielleicht das Vorsprache oder so. Jetzt möchte ich einen Vers lesen, über den ich weiter predigen möchte. Und das finden wir in Matthäus Kapitel 14, ab Vers 22. Matthäus Kapitel 14, ab Vers 22. Und sofort trieb Jesus seine Jünger ins Schiff und steigte vor ihm ans andere Ufer zu steigen und vor ihm ans andere Ufer hinüberzufahren, bis er die Menschenmenge verließ. Und als er die Menschenmenge entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er alleine dort. Als das Schiff war schon mitten auf dem Meer, See, und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf den See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sagte, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sagte, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Und als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte Jesus aber streckte sofort die Hand aus und er rief ihn und sagte zu ihm, O du Kleingläubige, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen ins Schiff und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen ins Land Genezareth. Uns ist diese Bibelstelle bekannt, bevor
dieses Wort kam, hat Jesus 5000 Menschen gespeist mit Brot. Und es war sehr gut, so ein Meister, ein Jünger zu so einem Herrn stehen, wie Jesus Christus war, der so viele Wunder getan hat. Aber Jesus sah tiefer und weiter. Und er zwingt seine Jünger sogar in den Mond gehen und wieder fallen. Und wieder rein. Meine Lieben, ich möchte diese Bibelstelle heute einfach beziehen auf die Gemeinde. So parallel einfach mit der Gemeinde sprechen. Ich sehe hier Jesus Christus, der Wunder getan hat, seine Jünger. Das ist die erste Gemeinde, sagt man mal so, die Gott zu sich gerufen hat, die ihm geglaubt haben, im Nachfolgen. Dieses Häufchen, will ich mir die Gemeinde so bildlich uns heute vorstellen. Und die Gemeinde ist jetzt begeistert. Wunderbar, wir können so stehen. Aber jetzt muss die Gemeinde was zeigen. Muss jetzt seinen Jüngern die Gemeinde was zeigen. Sie müssen einer anders erleben. Und jetzt zwingt er sie im Boot und sagt, Vertrieber, und er bleibt hier. Alleine schickt er sie weg. Und dann kommt der Sturm. Meine Lieben, die Gemeinde ist nicht immer so hoch, und Ruhe. Die Gemeinde ist in dieser Welt. Und es ist schön hier sein, wie in diesem Boot sind wir da. Gestützt von aller Seiten, aber das ist nicht alles. Wir kommen raus. Wir kommen auf diesem Meer der Welt, wo die Wellen schlagen. Und dann auch festhalten, das, was wir sehen, das ist nicht einfach. Aber das muss die Gemeinde. Und jetzt kämpfen sie mit diesen Wellen. Und Jesus ist nicht da. Vielleicht denkt manche, wenn Jesus noch da wäre, wäre es anders. Aber war Jesus da? Wo war denn Jesus? Jesus ging auf den Berg, um zu beten. Und Markus 2 beschreibt, dass er sah sie da im Meer. Er wusste, was mit der Gemeinde los ist. Er weiß es heute. Und wo sie nicht beten konnten, sondern mit den Wellen kämpfen mussten, war einer, der für sie betete, war Jesus. Meine Lieben, oh, wie wunderbar ist das doch, heute zu wissen, dass auch diese Gemeinde hier nicht alleine steht, sondern es gibt einen, der für diese Gemeinde immer betet und diese Gemeinde im Blick behält. Und das ist Jesus Christus, der heute im Himmel ist, aber auch gegenwärtig da in seiner Gemeinde. Und das gibt Kraft, Mut, weiterzugehen, auf Gott gestützt, auf ihn blickend weiterzukämpfen. Und Gott segne euch, uns allen. Und was passiert weiter? Wir sehen, wo es schon gegen Morgen war. Vielleicht waren die Jünger schon verzweifelt. Und Jesus kommt aus dem Wasser zu ihnen. Sie schrien auf, ein Gespenst. Jesus tröstete sofort und sagt, nein, ich bin's. Und jetzt Petrus, wenn du es bist, der hitzige Petrus, der immer etwas vorneweg war, immer etwas gewagt hat, dann erlaub mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Jesus sagt, komm. Petrus kommt heraus. Wirklich, das Wasser trägt dich. Das Gesetz des Schwergewichts muss ihn doch versinken. Es gibt doch so ein Gesetz, er kann doch nicht gehen ins Wasser. Natürlich nicht. Und wenn dieses Schwergewicht ihn nicht versinken kann, dann muss hier eine Kraft sein, die diesem Gesetz des Schwergewichts entgegenwirkt. Was war das für eine Kraft? Das war die Kraft des Wortes Gottes. Jesus Christus hat gesagt, komm. Und wenn er gesagt hat, komm, dann darfst du gehen. Oh, wie manchmal scheint uns, dass wir versinken. Es ist nichts, das uns tragen kann. Aber dann trau auf Gottes Wort. Er hat gesagt, komm und geh.
Aber wir sehen, wie es weitergegangen ist. Es ist so ein Beispiel für uns. Petrus, solange auf Jesus geblickt hatte, konnte er gehen. Und wo sein Blick von Jesus weg war, er sah den starken Wind, die Wellen und geht vorbei. Aber auch hier im letzten Woche stehe, hilf mir. Mit jeder Schritt streckt er die Hand aus und holt ihn heraus. Er ist lastig versinken. Oh, du Kleingläubige, warum hast du gezweifelt? Aber die Gnade Gottes geht weiter zu Petrus. Warum hast du gezweifelt? Weil der Blick von Jesus weg auf den Wind, auf die Welle, der Blick war weg. Und er erschrak und geht weiter. Ich möchte hier noch ein bisschen weiter, vielleicht können wir tiefer gehen. Vielleicht entstand bei Petrus innerlich auch eine Welle, die Jesus verdeckt hatte. Was könnte das für eine Welle sein? Petrus war ein Mensch wie er. Vielleicht war der Blick von Jesus weg und auf sich gerichtet. Auf sein Ich. Konnte dann nicht in Gedanken Petrus erst so durchkommen, ich hab's geschafft. Keiner hat's gewagt. Ich hab's geschafft. Und da ging Petrus runter. Oh, das Ich. Wie viel Mal steht es im Wege? Wie viel Mal geht der Blick von Jesus weg auf mich? Ich kenne das. Dann ist runter. Vielleicht das Gute, ich habe das auch schon nicht einmal erfahren. Wo man einmal gemerkt hat, ich kann gar nichts. Wo man einmal gemerkt hat, wie schwach man ist. Und der Blick von Jesus weg war. Die Christen, jeder Christ erlebt das. Die Krise vielleicht, im geistigen Leben. Aber wie gut ist es, dass du dann schreiben kannst. Jesus hilft mir. Und er streckt die Hand aus und wird die ausführen. So handelt unser Gott, Jesus Christus. Wo sie kamen ein Boot und sie kamen rüber an das Land. Sie waren jetzt da. Und ich möchte jetzt ein bisschen noch andere Richtung gehen. Und ich möchte dieses Meer, wie ich schon von Anfang gesagt habe, vergleichen mit dem Meer der Völker dieser Welt, wo die Gemeinde da ist. Jesus ruft die Gemeinde heraus, aber Jesus ruft auch persönlich jeden heraus. Du allein persönlich musst Jesus nachfolgen. Über diesem Meer der Völker, oder ich sag mal, über diese Welle der Sünde, die heute in dieser Welt schlagen, alles überwältigen, konnte nur ein Mensch gehen und die Sünde hat ihn nicht heruntergezogen. Ein Mensch. Dieser Mensch war Jesus Christus, Gottes Sohn. Der ging über die Welle dieser Welt, über die Welle der Sünde, und die Welt hat ihn nicht heruntergezogen. Alle Menschen, die das probiert haben, die haben nicht bestanden, die wurden heruntergezogen. Und in Petrus konnte zum Wasser gehen. Das heißt, da muss eine Kraft gegenwirken, ich habe schon gesagt, gegen das Schwergewicht. Wenn ich und du als Kind Gottes heute über die Welle der Sünde gehen will und ich kann, dann muss eine andere Kraft kommen, die nicht in uns ist, die gegen die Sünde wirkt, die uns tragen kann. Da muss in uns etwas geschehen. Was geschah denn? Was macht Gott mit den Menschen? Eins, seine Gnade, sein Wort
hat uns zu Buße geführt, wo wir uns als Sünder vor Gott bekannt haben und Buße getan haben und wiedergeboren wurden zu einem neuen Menschen. Der Alte ist weg, ein Neuer ist jetzt da, der vom Geist Gottes erfüllt wird, weil er vor Gott als Sünder Buße getan hat, sich bekehrt hat und Jesus kam in dein Leben hinein. Und mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit dem er uns erfüllt hat, kam eine andere Kraft in uns hinein. Und dann, die gegen die Kraft der Sünde wirken kann. Wenn wir noch so schwache Menschen sind, aber diese Kraft des Heiligen Geistes, die wirkt im Kinder Gottes und die trägt die Kinder Gottes. Wenn wir noch so schwache Menschen sind, ist das nicht unsere Kraft, die uns trägt, sondern Gottes Kraft. Oben steht, dass jeder, der heute da ist, diese Kraft des Heiligen Geistes im Herzen aufnimmt, Buße tut, zu Jesus kommt und Jesus aufnimmt. Wenn wir vielleicht sagen, ja, die Christen sind hier auch. Ja. So wie Petrus. Meine Lieben, wenn wir auf uns blicken und sagen, wir haben es geschafft und wir können gehen, ich sage dir, im nächsten Augenblick wirst du da unten sein. Und du wirst keine Kraft haben zu gehen. Aber die Christen, die den Geist Gottes haben, die Gott erkannt haben, seine Kraft, die merken gleich seinen Zustand. Und die schreien zu Gott und sagen, Herr, hilf mir. Und er streckt seine Hand aus und holt sie heraus. Die Gemeinde Jesu Christi wird bis ans Ende bestehen. Jetzt kann ganze Welt der Teufel gegenbieten. Jesus ist da. Er beweist seine Gemeinde, wenn wir in ihm bleiben und er in uns. Der Segen Gottes ist da, weil Christus gegenwärtig. Das Haus Gottes wird, weil Christus da ist. Und Jesus kam in das Wohn unserer Vorfahren. Und ich möchte noch jetzt ein Gedanke, es passt mir jetzt in Stunde, noch äußern. Ich weiß nicht, wie das Petrus danach ging, aber ich kann mir vielleicht so vorstellen. Petrus kommt im Boot, ist er versagt. Hat versagt. Hat vieles gewagt. Hat versagt. Jetzt ist er vielleicht ganz still dahin, den Kopf nach unten. Und ich bin mir sicher, dass der andere Jünger zu ihm kam. Also der Herr hat die Schulter gelegt. Petrus, bezweifle nicht. Du hast ja gesagt, etwas Großes gewagt. Nur mutig weitergehen. So müssen die Gemeinde sein. Wenn einer das sagt, dann muss die andere da sein, die den anderen die Schulter legen. Nein, nicht weiter runterdrücken. Was hast du getan? So, was kannst du machen? Und du heißt Christ? Das sieht man. Die anderen die Schulter legen, zusammen beten. Und sagen, komm weiter, wir schaffen es. Jesus ist da. Verzweifle nicht. Wenn wir selbst ist die Bibel nehmen, diesen Fall mit Petrus, das ist mir sehr interessant. Wir müssen die Bibel sehr genau lesen. Diesen Fall mit Petrus schreibt man Matthäus. Markus und Johannes, die schreiben diesen Fall, aber die schreiben von Petrus nichts mehr. Merken Sie? Nur allein einziges Mal steht es in der Schrift, in der Bibel, uns zu lehren, was mit Petrus geschehen ist. Markus, der, sagt mal so, das Wort Gottes, vom Geist Gottes inspiriert ist, hat genug getan, indem das nur einmal das geschrieben wird. Und Markus, Johannes lassen das mit Petrus. Um Petrus in Schutz zu nehmen, so handelt der Geist Gottes. Nur einmal steht es. Oh, ich möchte Gott, dass wir genauso handeln. Miteinander, einander helfen, aufmuntern. Komm weiter. Egal was geschehen ist, ich liebe dich
Und die Liebe macht es. Und Gott hilft er. Und Gott wird seine Gemeinde führen. Und was mir wunderbar ist, sie kamen an das Land und Jesus war da. Die Gemeinde ist heute mitten auf diesem Meer. Aber was geschieht zum Schluss mit der Gemeinde? Jesus kommt für seine Gemeinde am Ende der Zeiten, steht geschrieben, und die Toten werden auferstehen, und die wir noch leben, werden in einem Augenblick umgewandelt und am anderen Ufer sein, in die Ewigkeit bei Gott. Das, was hier bildlich geschehen ist, wird einmal für uns buchstäblich geschehen. Jesus kommt und wird seine Gemeinde zu sich nehmen. Und wir werden immer an dem anderen Ufer, wo wir hin wollen, erreichen. Gott segne, dass jeder heute dieses Wort hier hört, auch diese Ewigkeit mit Christus erreichen. Damit möchte ich schließen. Wir werden jetzt allgemeines Gebet machen. Das heißt, wir beten nicht, der beten. Und wir werden alle anderen dazu sagen, das Gebet. Vielleicht ist hier jemand, der sagt, ich bin noch ein Kind Gottes. Ich habe diese Kraft in mir noch nicht erfahren. Du darfst heute kommen zu Christus. Du darfst dich bekehren. Du kannst nach vorne kommen, ich werde mit dir beten. Du kannst da beten, wo du bist. Gott sieht dich auch da. Er wird dein Gebet erhören. Sag Jesus alles. Sag, was du bist. Er wird mit deinem Herzen reinkommen. Und diese Kraft wird er hier wirken, die dich tragen kann. Und er wird dich tragen bis in Ewigkeit. Gott segne uns. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Stärke du unseren Glaubensvater, bleibe bei uns und hilf uns, dass wir erkennen, dass wir ohne dich einfach nichts sind, Vater. Ohne deine helfenden Hände können wir auch nichts tun. Ich bitte dich um von ganzem Herzen, bleibe bei uns und segne auf diesen ganzen Tag. Amen. Vater im Himmel, auf den Lobpreis und Dank, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Du siehst, dass wir auch nur in der Welt sind, in den Wellen zu kämpfen haben, dass wir uns oft nach unten ziehen möchten, dass wir oft nicht mehr den Blick haben auf unseren Herrn Jesus. Und Herr, du hast uns jetzt an diesem Morgen den Blick wieder auf unseren Herrn Jesus gelenkt, dass wir aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und Vater, du wolltest Gnade schenken, dass auch hier in diesem Haus dein Wort nah und laut verkündigt werden darf alle Zeit.
der Blick auf unseren Herrn Jesus gelenkt werden darf. Herr, dass wir zugerüstet werden für den Alltag, wo wir draußen sind in den Weltwelt. Herr, und dass wir zugerüstet sind, ein Zeugnis zu deiner Ehre zu sein, ein Zeugnis für dich. Herr, dass noch manche Seelen gerettet werden und auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen dürfen. Und Vater, so bitten wir dich für alle Geschwister, die sich hier versammeln. Du wolltest sie segnen, du wolltest Gnade schenken, dass sie nicht Traditionen mitbringen, sondern dass sie auf dein Wort schauen, dass sie aus deinem Wort sich lehren und an deinem Wort festhalten. Oh Herr, du wolltest sie segnen, dass sie gebaut werden, zugerüstet werden und fähig werden, dich zu verherrlichen, draußen in der Welt. Oh Herr, dir sei Lob, Preis und Dank. Du siehst auch, wie dieses Gemeindehaus wie Schafe mitten unter den Wölfen ist. Du siehst die Umgebung, Herr, wir bitten dich um Schutz und Bewahrung der Geschwister. Herr, dass du auch über ihnen deine Segen in die Hand hältst. Wir wollen dich bitten um deinen Segen und deine Gnade. Im Namen Jesus Messias. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, danke dir für deine Liebe und für deine Gnade. Danke dir auch für diese Gemeinde, die du hier gegründet hast. Wir bitten, dass du diese Gemeinde segnest, dass sie in deinen Worten fest gegründet bleibt, dass sie über die Welle dieser Sinne bewahrt sind und werden von dir. Und dass du uns alle bis in die Ewigkeit bewahrst, dass wir uns alle eins vergeben. Das ist unser Wunsch. In deine Hände befinden wir uns und wir glauben fest, du hast es versprochen, du wirst deine Kinder durchführen. Führe uns alle durch. Danke dir für deine Gnade. Amen. Amen.
Ihr Lieben, wir kommen jetzt zu dem Teil, wo wir ganz bewusst uns und die Gemeinde in die Hände des Vaters, in seine Fürsorge, in seine Leitung, in seinen Trost und überhaupt in das, was er ist, den Eckstein und der Fels, auf den er selbst seine Gemeinde baut, kommen. Ich möchte am Anfang noch beten und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Allmächtiger Vater, in Jesu Namen dürfen wir zu dir kommen. Das macht uns Freude, dass nichts zwischen uns ist. Herr Jesus, danke für die Brücke, die du gebaut hast und dass wir deine Kinder sein dürfen. Vater, ich bitte dich, dass das, was du jetzt sagst, durch dich in unser Herzen eindringen darf und mitgenommen werden kann. Dass du die Gemeinde führen und leiten kannst, so wie du es auf dem Herzen hast und wie es deiner unaussprechlichen, tiefen Liebe entspricht. Herr, schenk's, dass wir im Herzen offen sind und dass die Worte aufgenommen werden dürfen. Ich danke für dich und deine Lösungswerk vom ganzen Herzen. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Von Geburt an, das wissen wir, ist jeder Mensch vom allmächtigen Gott getrennt. Wenn er aber das erkennt und er schenkt sein Herz, sein Leben dem Allmächtigen, dann wird eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und etwas Neues ist geworden. Ein Kind Gottes für die Ewigkeit. Ein neuer Mensch. Das heißt, dieser Mensch soll von Gott umgestaltet werden. Und dazu gibt uns der Herr in seiner Schrift Anweisungen, man kann auch sagen, neue Gebote im neuen Bund, den er mit uns geschlossen hat. Damit wir würdig vor ihm wandeln können, aber auch als Licht und Salz vor den Mitmenschen, vor der Welt ein Zeugnis sein dürfen. Und so möchte ich jetzt mehrere Verse, die er uns heute noch einmal aufs Herz legen möchte, lesen. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Geschwister, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Verse 25 bis 28. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Erzürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne geht nicht unter eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemt, stattdessen aber Danksagung. Und habt nicht gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 13 bis 16. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und
ohne Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und schlechten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet, wie die Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, indem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Dunkelheit. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 57 bis 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allzeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wenn euer Freund, stelle ich mal die Frage an jeden, von einem anderen oder euer Geschäftskollege von einem anderen oder wenn euer Nachbar von einem anderen gefragt wird oder wenn wir auf der Straße stehen und Menschen erreichen wollen und einer, der da steht, von einem Vorbeikommenden gefragt wird, was sind das für Menschen? Dann wünsche ich mir, und unser Herr wünscht sich das sicherlich 100%ig auch, dass so ein Zeugnis wie Folgendes gesagt wird. Diese Leute kennen den ewigen und den lebendigen Gott und glauben an ihn als den Schöpfer Himmels und der Erde. Von ihm haben sie alle ihre Anweisungen und Gesetze, die sie treu erfüllen, und erwarten ein neues Leben in einer neuen Welt. Daher führen sie ein reines Eheleben und verachten den Ehebruch. Sie sind keine falschen Zeugen und wünschen nichts, was ihnen nicht gehört. Sie tun allen ihren Nachbarn Gutes. Und wenn sie als Richter unter dem Volk auftreten, sind sie gerecht. Sie haben keine Götzen. Das, was sie selbst nicht lieben, das tun sie auch nicht den anderen. Sie sind gut zu ihren Freunden und zu ihren Feinden. Trauernden und Leidenden helfen sie. Ihre Frauen sind rein wie Jungfrauen und ihre Töchter sind bescheiden und keusch. Ihre Männer vermeiden sämtliche Unkeuschheiten. Sie halten sich zurück von Unreinen, weil sie hoffen, ihren Gewinn im Jenseits zu haben. Was ihre Knechte anbetrifft, so bemühen sie sich, sie von ihrem Glauben zu überzeugen. Und dann nennen sie ohne Unterschied Bruder und Schwester. Ihr Leben ist bescheiden und tadellos. Betrügereien findet man nicht unter ihnen, und sie lieben sich untereinander. Sie sorgen für die Witwen und die Waisen. Jeder von ihnen teilt mit den Armen, was er hat. Wenn sie einen Fremdling aufnehmen, wird er gut bewirtet und als ihr Bruder angenommen. Wenn ein Armer stirbt, sorgen sie sich für sein Begräbnis. Wenn einer von ihnen in Not ist, so fasten die anderen 2 Tage, um ihm zu helfen. Sie handeln ganz genau nach den Vorschriften für ihren Messias, Jesus Christus. Sie führen ein ehrliches und gemäßigtes Leben. Jeden Tag danken sie ihrem Gott für seine Gnade. Sie danken immer für das Essen. Und wenn einer von ihnen stirbt, freuen sie sich,
und danken Gott und begleiten seinen Leib so, als ob der Verstorbene zu einem besseren, herrlichen Platz gegangen ist. Wenn das Kind stirbt, ehren sie wieder ihren Gott und freuen sich, dass das Kind die Sünde nicht gekannt hat. Wenn aber eines ihrer Mitglieder in Abschweifung gestorben ist, so weinen sie bitterlich über ihn, weil sie glauben, dass er im Jenseits nicht in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen wird. Ich bitte jetzt Bruder Bernhard und Bruder Friedbert, zu mir nach oben zu kommen. Ich meine jetzt um den Segen bitten, da möchte ich auch bitten, dass wir dazu aufstehen. Euer Gott und Vater, Schöpfer aller Menschen und Vater meiner Kinder, wir dürfen zu dir kommen und im Namen des Herrn Jesus. Wir danken für dieses Werk, das du begonnen hast. Herr, und du bist der Anfänger und der Vollender. Und so wollen wir uns dir anbefehlen. Herr, mögen Menschen hier reinkommen, die sagen, wie damals die Griechen zu den Jüngern, wir wollen Jesus sehen. Herr, lass sie ihn sehen in den Herzen deiner Kinder. Lass sie ihn sehen im Handeln und Wandeln. Herr, lass sie ihn sehen durch dein Wort. Denn es ist dein Wort, das überführt. Es ist dein Wort, das weiterbringt. Und es ist dein Wort, das uns zeigt, ob wir richtig sind vor dir. Und so dürfen wir dich bitten, dass du Herzenböden bereitest, denn hier dein Wort verkündet wird für die Hörer. Fruchtbaren Boden. Und wir dürfen bitten für die, die dein Wort verkündigen, dass auch du hier die Herzen bereitet hast. So sei dir in allem der Dank, die Ehre, jetzt und in Ewigkeit, in dem würdigen Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, ich bin mir sicher, dass du auch hier eine Gemeinde gegründet hast und dass du uns heute siehst und dass du da bist. Danke dir für deine Gnade und für deine Liebe. Wir wollen heute beten, dass du diese Gemeinde, dieses Haus segnest, dass es dir dienen soll, dass deine Ehre hier wohnen soll. Durch uns schwache Menschen kannst du dich verherrlichen. Und dein Geist kann vieles tun, auch das, was wir uns gar nicht vorstellen, wenn wir uns ganz dir anvertrauen. Segne jeden Einzelnen, jeder, der hereinkommt, ob Kind oder Geist, dass dein Wort immer reichen kann, dass dein Geist in und her kann. Du kennst unser Leben hier auf dieser Erde, Jesus, und wenn jemand geistig schwach wird, dann tröste du ihn. Ermutige dich und gib mir Kraft von oben mit meiner Kraft, dir nachzufolgen und mit Freude mit dir. Dass wir einander unterstützen. Segne Jesus die Katze. Jeden Bruder, der hier vorne steht, dass er durch deinen Geist spricht und dass er dein Wort weitergeht und dass dein Wort wirken kann. Und wir legen das ganze Ende, wir können gar nichts. Aber wir wissen, dass du bist, der deine Gemeinde führt, leitet und dass du deine Gemeinde bis ans Ende bewahren wirst und durchführen wirst. Und so bitten wir dich, segne auch diese Gemeinde. Amen. Amen. Vater, ich darf dir danken, dass in deinem Sohn die Gemeinde ruhen darf.
dass er die Gemeinde durch sein Sterben und die Auferstehung gegründet hat. Und dass er Gemeinde baut nach seinem Wohlgefallen, nach seinem göttlichen Ratschluss. Vater, ich habe einen Wunsch, ein Ziel. Ich bitte dich für das Haus und für die Gemeinde, für die Geschwister, die dazugekommen sind, die sich angemeldet haben und noch dazukommen werden, und die Menschen, die dazugetan werden, dass wir dein Volk Israel nicht vergessen, dass wir für den Frieden in Jerusalem beten, dass wir an die denken, die unter Verfolgung leiden, und für die bitten, die dein Wort weltweit sehen, dass du ernten kannst. Ich bitte dich für unsere Augen,